Noch eine Fastenpredigt. 21.02.21. Die Story mit dem Impfstoffmangel glaube ich nicht. Obwohl es den katastrophalen betriebswirtschaftlichen Leistungen des Gesundheitsministeriums gleich sehe. Wir erinnern uns an die milliardenschwere Serienverbrennung bei der nie eingetroffenen Schweinepandemie oder dem kopflosen Open-House-Verfahren, bei dem Spahn mit überteuerten FFP2-Masken überrollt wurde, was nun die Bevölkerung mit Zwangsmaskierung ausbaden darf. Nein, die Story mit dem Impfstoffmangel glaube ich nicht. Auch weil der Konkurrenzkampf um verschiedene Impfstoffe die Phase konkurrierender Drogenhändler im Mafia-Stil längst erreicht hat. Dass da auch noch der Weltärztepräsident Montgomery mitmischt, rundet das schlechte Bild ab, das ich seit Jahren von ihm habe. Doch wieder zum Kern dieses Kommentares. Da hat man erst das Land per Dekret mit Impfzentren überzogen, die Landkreisverwaltungen dazu missbraucht und die Einwohner narrisch gemacht. Doch als dann der Impfstoff kam, blieb die Nachfrage aus, denn blind politikgläubig sind viele Zeitgenossen auch nach fast einjähriger Gehirnwäsche nicht. Wie soll ein Impfstoff gegen ein Virus helfen, das sich längst verändert hat? Und wer glaubt schon die Geschichte vom völligen Verschwinden der klassischen Grippe? Selbst Verängstigte raunen sich am Maulkorb vorbei zu, dass die Kliniken die Corona-Patienten teurer abrechnen können und die künstliche Beatmung ziemlich lukrativ sei. Um nicht blöd dazustehen, begann man bei denen zu impfen, die sich nicht wehren konnten, bei den Hochbetagten in den Heimen, die es mit Fehlinformationen, psychischem Druck oder wie der jüngste Fall des Spandauer Seniorenheims zeigt, mit physischer Gewalt, wie es in einem Artikel dazu heißt, manchmal sogar in Anwesenheit von abgeordneten Soldaten, was bei der Kriegsgeneration besonders einschüchternd wirkt. Fazit: Was im letzten Jahr mit den Alten verbrochen wurde, ist ein Kulturbruch. Unser Leben kann einmal erst wieder in normalen Bahnen verlaufen, wenn diese Verbrechen an den Alten aufgeklärt sind und die Verantwortlichen dafür gerade stehen müssen. Doch wenn, wie im Fall des Spandauer Heims, Staatsanwaltschaft und Polizei sich weigern, die Todesfälle zu untersuchen, dann zeigt sich, dass der Europäische Gerichtshof mit Recht deutschen Staatsanwälten das Ausstellen internationaler Haftbefehle untersagt. Einfach, weil sie ihren politischen Dienstherren unterstellt sind. Auch deswegen ist die Bezeichnung Bananenrepublik eben nicht nur eine Provokation bei Karnevalsumzügen. Wie bei den Pandemisten die Geschäftsbeziehungen verlaufen oder die ideologischen Verbindungen, wird nun auch beim Vatikan deutlich. Der Papst will seine Mitarbeiter zwangsimpfen und jeden entlassen, der die Impfung verweigert. Da kommen einem unwillkürlich Assoziationen zum Reich des Netanyahu, das sich an die Spitze der Impfdiktaturen gesetzt hat und sich weder um schlimme Nebenwirkungen noch um Todesfälle schert. Auch bei uns dachte nicht nur Söder laut über Impfpflicht bei bestimmten Berufsgruppen nach und andere Lautsprecher und Vorteilsnehmer des Systems darüber, eine neuartige Klassengesellschaft einzuführen, bei denen Geimpfte Sonderrechte bekommen und den Nicht-Geimpften die Grundrechte dauerhaft entzogen werden. Auffallend auch, dass sich die Leute zwar keine Corona-kritischen Leserbriefe schreiben trauen, aber gegen Impfbevorzugungen lautstark zetern dürfen und damit auch abgedruckt werden, weil sie den Eindruck vermitteln, als würden sie sich um die Impferei streiten. Damit setzt man bei den niedrigsten Instinkten an. Mami, der kriegt was ich nicht kriege. Heul. Aber lasst uns die Jammerei mit etwas Erfreulichem beenden. Koronator Söder darf den Kitzinger Schlappmaulorden Corona-bedingt noch ein Jahr länger tragen und sein folgsamer Hiwi Aiwanger, der frühere Preisträger des Faschingsordens, bleibt für ein weiteres Jahr Laudator. Es grüßt aus der bayerischen Badenschaft
Geisheim. Raufkickeln Satz. Bewegt sich nur die Augen aus, noch hol den gewollt Katz. Schaut sich nur an, habt sich die Federn ausgefranst, habt sich mit dem Raufen grad selber geschwanzt. Wegen jedem Schuss schreit ein Kleider kaum und gleich drauf rumpelt so weit wieder zusammen. Und enkene Hähne werden dabei geschlacht und gekocht und aus enkene Eier Omelettes gemacht. Haut sich nur weiter gegenseitig aufs Hirn. Heute habt's kein Hirn mehr, kein Hirn zum Verlieren. Rupft sich nur weiter die Federn ausnucken die Gickel, während Brothängeln draus. Raufkickeln Satz. Bewegt sich nur die Augen aus, noch hol den gewollt Katz. Schaut sich nur an, habt sich die Federn ausgefranst, habt sich mit dem Raufen grad selber geschwanzt. Habt sich mit dem Raufen grad selber geschwanzt.